was 10 Jahre nach der Geschichte passiert. Nach 10 Jahren sieht Hirbel ein bisschen anders aus. Er ist ziemlich hoch und dick. Er arbeitet in einem großen Amt, wo er sich langweilt. Er müsste sich wieder mit Singen oder Malen beschäftigen. In diesen Sachen ist er wirklich ein großes Talent. Aber es geht nicht, weil man bei diesen Sachen nicht so viel verdient. Und Hirbel braucht Geld. Er wohnt in einer kleinen Wohnung in der Nähe von Berlin und es kostet ziemlich viel, um hier zu wohnen. Wenn Hirbel nach der Arbeit um 6 Uhr nach Hause kommt, hat er immer viel zu tun. Er löst Kreuzworträtsel, er erholt sich von der Arbeit, geht in den Park oder spielt Harmonika. Aber dieses Leben gefällt ihm nicht. In dem Amt, wo er arbeitet, trifft er einmal eine junge Frau, die eingebildet ist, macht sie auf Hirbel einen großen Eindruck. Er kennt sie nicht, aber er fühlt sich wie in einem Traum. Naja, ganz verliebt. Aber dieser Frau gefällt er ganz nicht. Für sie ist er nur ein Beamter und außerdem hat sie in diesem Moment keine Zeit, sich mit jemandem zu unterhalten. Wenn sie nach einer Weile weggeht, wird Hirbel ganz traurig und er ist nicht sicher, was er mit seinem langweiligen Leben machen soll. Dann bekommt er eine Idee, nach der Arbeit ins Fitnesszentrum zu gehen. Weil er kein Geld hat, um das zu bezahlen, bekommt er eine neue Arbeit und am Abend räumt er das ganze Fitnesszentrum auf. Nach 6 Wochen kommt hier ein junger Mann, der Moderator einer bekannten Fernsehshow auf Kabel 1. Wenn er Hirbel sieht, fragt er, ob er ein berühmter Sänger Enrique Iglesias ist. Obwohl Hirbel diesen Sänger gar nicht kennt, sagt er, ja, natürlich. Nach dieser kleinen Lücke bekommt Hirbel eine Einladung in dieser Fernsehshow, um ein paar Lieder zu singen. Am Anfang ist Hirbel nicht sicher, aber wenn er sich mehr über Geld informiert, ist er endlich froh. Er braucht Geld und diese Chance könnte ihm helfen. In einer Woche ist die Fernsehshow hier. Obwohl er Angst hat, schafft er das wirklich gut. Das Publikum ist aber ganz überrascht, wenn Hirbel sagt, dass er nicht Enrique Iglesias ist und dass er nur so aussieht. Alle sagen, dass Hirbel der neue Popstar ist. In den nächsten Wochen bekommt er viele Angebote und verdient viel Geld. Aber immer arbeitet er in dem Amt, weil er die Frau, die hier einmal kam, noch einmal treffen will. Eines Tages trifft er diese Frau im Amt noch einmal. Aber eine große Überraschung für Hirbel ist, dass sie auch mit ihrem Mann und mit ihren Kindern kommt. Dann erleidet er eine Niederlage, weil er hoffte, dass er Freundschaft mit dieser Frau schließen will. Und jetzt sieht er, dass es vergeblich ist. Naja, zum Glück hat er noch immer seine tolle Karriere als Popsänger.